Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Jetzt ist es schon ein kleines Zeitchen her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Das habe ich auch in meinem kurzen Informationsvideo angekündigt. Und das andere Problem mit der ganzen Sache ist, ich habe einmal versucht, Aufnehmen direkt frisch auf Medikamente zu. Ich glaube, das habe ich sogar mal erwähnt und dann habe ich vergessen, auf Aufnehmen zu drücken. Und dann ist mir eine ganze Folge flöten gegangen. Ja, leider kann ich es nicht ändern, aber es ist halt so, wie es ist. Das Einzige, was ich dort erledigt habe, ist, und zwar sind wir gerade beim Unterpfeil, wie wir sehen, da oben durchgegangen. Dann haben wir nämlich noch einen neuen Sockel gefunden. Jetzt muss mich gerade wieder ein bisschen an die Störung gewöhnen da. Dann haben wir diesen Sockel da gefunden. Glühender Mutterleib entzieht dem Trägerseele, um Nestlinge hervorzubringen. Die Nestlinge verspüren keinen Hunger und haben keinen Selbsthaltungstrieb. Sie leben bloß, um zum Schutz ihres Erzeugers zu opfern. Mega cooler Sockel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn auch ausprobiert, schon bei dem Boss, weil ich habe mich dann gewagt, nochmal am Boss bei den Gärten der Königin, da oben, wo man auch gesehen ist, meine Seele dort. Schön, ich komme nicht ganz an mit dem Fili. Was ist jetzt los? Ja, einfach dort oben bei der Seele zu ist dann der Boss. Und ich habe jetzt kurz kleine Strategie eigentlich auf mich nehmen, und zwar scharfen Schatten, Lebensblutkern und Jonis Segen, um ihm kräftig in den Arsch zu treten. Und ich würde sagen, wir reden nicht lange und ich hoffe, ich finde den Weg wieder und ich bringe es einigermaßen an. Vielleicht gut spielen, aber das ist ja noch in die Sterne geschrieben. Weil ich habe mir nämlich gedacht, es könnte ja möglich sein, dass ich einfach ein bisschen mehr Leben brauche, um ihm einfach mal eins auf den Keks zu hauen. Und der scharfe Schatten hilft mir, ihm auch noch zusätzlichen Schaden zu machen. Und dann würde ich sagen, ist es soweit, um ihm jetzt eins auf den Keks zu geben. So, jetzt muss ich einfach schauen, dass ich wirklich den richtigen Weg nehme, weil es ist schon ein bisschen her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. So, aber ich denke, das sollten wir gut anbekommen. Frisch und munter sind wir unterwegs. Frisch und munter. So. Ja, die Karte schauen bringt nichts, ich habe keinen Kompass bei mir. Jetzt muss ich einfach schauen. Beim scharfen Schatten springe ich ein bisschen weiter, genau. Dann können wir ja da noch schnell Dings auffüllen. Gut, das bringt auch nicht allzu viel, weil wenn, dann müsste ich höchstens meine Schüsse brauchen und die Sachen. Nice. Bis jetzt sind wir da schon mal gut durchgekommen, ohne ein Leben zu verlieren. Appa! Okay, auf das Leben verzichten wir in dem Fall. Ja. Nein, oh! Mann, okay, wir verzichten einfach mal auf 2 Leben. Komm! Oh! Oh mein Gott, ist das knapp gewesen. Oh mein Gott. Ui. Hey, Mann, jetzt habe ich gerade einen Herzinfarkt bekommen. Jetzt haben wir schon 2 Leben geopfert, einfach für nichts. Aber dann würde ich sagen, jetzt sind wir noch auf dem besten Weg dorthin. Ich glaube, weit ist es nämlich nicht mehr. Unsere Seele sollte nämlich auch da in der Nähe sein. Genau, jawohl, wir sind da. Ich habe den Weg gefunden ohne Kompass. Oh mein Gott. Ein Blindswurm findet doch einmal auch ein Korn. Dann würde ich sagen, wir versuchen doch direkt mal in den Kampf hineinzugehen. Dann schauen wir mal, wie ich mich da schlage, noch so lange nicht mehr spielen. Genau, jetzt kommt jetzt erst mal der da. Ah, jetzt habe ich durch ihn durch. Ja, Mann. Auf das eine Leben verzichten wir jetzt auch noch. Aber wir haben schon mal mehr Leben am Start, als wir eigentlich hatten. Also, was wir normalerweise hätten. Das ist schon ziemlich gut. Komm, hilf mir! Nice. Okay, und jetzt sollte der Grosse kommen. Jetzt sollte die Bubble kommen von denen allen. Und dann der abtrünnige Herrscher. Oh! Da habe ich mich aber gerade blöd treffen lassen. Hä, wieso schiessest du jetzt die da? Spinnst? Komm jetzt. Ei! So. Und ich renne noch in ihn rein. Das ist natürlich wieder Action pur da. Komm. Komm. Noch 2 Leben. Hey, wie viel kommen denn da? So. Ah, jetzt bin ich nicht durch ihn durchgekommen. Noch schön ausweichen. Wo bin ich? Oh, ich habe mich gar nicht mehr gesehen. Hoppla Schorsch.
Hoppla schon, ich gerade böse auf den Keks bekommen. Ist das eine gute Strategie, die ich da verfolge mit diesen vielen Herzen? Vielleicht sollte ich da wirklich mal noch ein bisschen etwas anderes einstellen. Ich würde sagen, komm, wir probieren doch einmal unser Traumschild aus. Und ja, der Dorn und der Qual tun doch immer gut, wenn wir noch ein bisschen stinken. Oder soll ich mein Zeichen des Stolzes mitnehmen? Der lange Nagel bringt mir eigentlich fast nichts. Dann nehme ich lieber so etwas da mit. Und was nehmen wir noch mit? Eigentlich könnten wir jetzt das noch mitnehmen. Dann hätten wir nämlich jetzt trotzdem noch 2 zusätzliche Leben. Da muss ich einfach schauen, dass ich die nicht verschwende auf dem Weg. Und dann sollte das eigentlich im Großen und Ganzen gut kommen. Jetzt darf ich sie wirklich nicht verschwenden. Dann haben wir nämlich nochmal ein bisschen zusätzlichen Schaden, ich glaube. Ja, genau, den Schaden habe ich jetzt mitgenommen. Das ist schon ziemlich nice. Dann würde ich jetzt sagen, im zweiten Anlauf geben wir mit Zeit auf den Keks, weil ich glaube, wir sind nicht einmal so schlecht dran gewesen. Wir haben uns wacker und gut geschlagen. Und jetzt wollen wir das einfach nochmal ein zweites Mal gut anbekommen. So. Das nehmen wir natürlich nicht mit, weil jetzt kann ich mich nämlich heilen im Notfall. Voilà. Nice. Oh, jetzt bin ich fast wieder. Und da kommt wieder der schwierige Ecke. Also schwierige Ecke. Nice. Sind wir gut durchgekommen. Ist der schwierige Ecke doch auch nicht mehr wert gewesen. Der schwierige Ecke. Mein Gott. Meine Aussprache. Was ist jetzt wieder los? So. Der Löli ist auf dem Weg zum zweiten Anlauf. Dort oben höre ich auch schon meine Seele. Und für das, dass ich jetzt so lange nicht mehr gespielt habe, finde ich, mache ich das ja nicht einmal so schlecht. Mache ich, glaube ich, mal so. Einen Schlag haben wir noch gebraucht. Hä? Okay. Ja, hoppla Schorsch, dann würde ich sagen, auf ein neues. Nice, okay. Ja, das ist ja ziemlich besser gegangen. Wir haben jetzt wirklich sogar 2 zusätzliche Leben. Da sage ich nicht nein. Da sage ich wirklich nicht nein. Ich muss schnell schauen, woher der kommt. Genau, weil der kommt jetzt von da hinten. Hä, der ist in mich reingelaufen. So, schiessen wir die jetzt nämlich einfach ab. Und dann kümmern wir uns jetzt mal um den grossen Babo. Ah, jetzt habe ich zu früh gedrückt. So, komm. Wieso bin ich nicht durch ihn durchgekommen? So, wenn er da schiessen will, dann schiessen wir mit ihm. Ah! Ah! Nein, okay. Wir haben noch ein Leben. Ah! Muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir die andere Strategie schon ein bisschen besser gefallen. Also, aber so sind wir jetzt einmal nicht so schlecht dran gewesen. Aber ich würde mal sagen, es bringt uns nichts, die mitzunehmen. Es bringt uns nichts. Also, er macht wirklich tierisch Schaden. Ich glaube, ich muss einfach ein bisschen besser aufpassen, wie ich gegen ihn kämpfe. Aber ich bin mich die ganze Zeit fragen, was könnte uns unterstützen im Kampf gegen ihn? Ich glaube, das Webelied, wenn wir unsere Krabbeltiere mal mitnehmen, dass wir nochmal zusätzlich so defensiven Schaden dazugeben. Probieren wir es mal aus. Probieren gerade überstudieren. Ab geht's in einen neuen Versuch. Und dann würde ich sagen, das Mal hauen wir dem Löli eins auf den Latz. So. Nein, ich muss auch zuerst mal wieder ein bisschen ins Spiel reinkommen. Aber bis jetzt kommt das schon ziemlich gut. Darauf verdrückt mich einmal noch ganz ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das nicht mal so schlecht. So. Sind wir wieder da. Jetzt muss ich da schauen mit dem Der Schadensport ist nicht schlecht. Mir ladet er aber ein bisschen zu langsam auf. Also ich glaube, es gibt sogar noch eine Kombi, dass ich das schneller wieder auflade. Weil ich habe immer das Gefühl, ich drücke dann das viel zu früh. Also ich versuche ihn durchzusliden und dann funktioniert das halt nicht so ganz gut, weil es gar noch nicht aufgeladen ist. Jetzt kommen wir da wieder zum Skitrecken. Genau, jetzt machen wir wieder so. Dann haben wir ja wieder schon mal eine gute Strategie, um da durchzukommen. Das ist doch ziemlich nice. So. Mit der Spinneli bin ich jetzt einfach der Hoffnung, dass sie halt jetzt vielleicht noch den letzten, möglichsten Hit geben, wo wir ihn einheizen müssen. Oh, so, oh. So, nice, okay. So, jetzt hoffe ich, dass die Spinneli uns gut unterstützen. Ich hoffe, mit dieser Kombination, dass wir das gut anbekommen. Und sonst, ja, sonst müssen wir uns mal noch etwas anderes überlegen. Aber jetzt ist das schon wieder passiert. Jetzt habe ich ihn durchwählen. Und es war gar noch nicht aufgeladen gewesen. So.
So, ich glaube, da könnten die Spinnenli wirklich noch ziemlich nützlich werden, wenn ich mich jetzt nicht täusche. So, schauen, dass wir noch kein Leben verlieren, dass wir wirklich alles haben für den Babo. So, dann schiessen wir jetzt gerade mal den ersten Schuss in sein Face rein. Ja, jetzt bin ich eben wieder zu früh durch ihn durch. So, vielleicht immer ein bisschen weglaufen noch von ihm. Genau, so nachher... Jawohl, so funktioniert das nämlich auch schon viel besser. So, jetzt wieder weglaufen. Ah, jetzt kommen da wieder die. Nice. Oh! Nice, okay. Kommen da wieder Schockwellen. So. Ah! Böse Treffer, böse Treffer. Jetzt kommen da wieder Schockwellen. Versuchen wir da ihm mal ein bisschen aus dem Weg zu gehen. In der Hoffnung, dass wir da genug passiv... Ah, jetzt habe ich fast spät gedrückt. Aber schlecht sind wir nicht dran. Schlecht sind wir nicht dran. Was mich einfach ein bisschen an Hollow Knight, also nicht stört, sondern was mir jetzt noch... Ich weiss nicht, ob machen die noch genug schon. Was mich ein bisschen irritiert ist halt immer, ich weiss nicht, wie viel Leben der überhaupt noch hat. Lohnt sich das überhaupt gegen den zu kämpfen? Oder ist das völlig einfach ein Schwachsinn, was ich da mache? So, weil Leben anfüllen ist ziemlich schwierig gegen ihn. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde den passenden Moment dazu nicht. Das Einzige, was ich überlegen bin, ist das Abbild eines existierenden Käfers, der nur als Sprintmeister bekannt wurde. Der Träger kann häufiger sprinten und den Sprint auch nach unten einsetzen. Ideal für alle die, die sich so schnell bewegen wollen, wie nur möglich. Ich weiss nicht, ob das auch einen Einfluss nimmt auf unseren Schattensprung. Ich bin mir jetzt ziemlich unsicher. Ich wollte mir das jetzt schon anschauen, weil wenn das jetzt nämlich einen Unterschied macht... Nein, ich glaube, der ladet gleich schnell auf. Gibt es denn da keine Möglichkeit, dass man den jetzt schneller könnte aufladen? Das wäre jetzt genau das Richtige. Dass wir unsere Schattendings da schneller aufladen können. Verkörperten Zorn und Heldentum, deren die kurz vor dem Tod stehen. Die Stärke des Trägers erhöht sich, wenn dieser dem Tod nahe ist. Das wäre natürlich auch ziemlich nice. Das Problem mit der ganzen Sache ist, sobald ich nur noch ein Leben habe, gehe ich eher viel mehr aus dem Weg und dann freue ich mich halt eher auf passiven Schaden. Darum wäre halt eher die Frage, was dann möglich wäre, ist, wir nehmen wirklich unseren Baldur-Panzer mit, damit ich mal versuchen kann, mich unterwegs zu heilen. Oder Form von glühender Mutterleib. Wir können natürlich auch die ausprobieren, aber in meinen Augen macht er einfach zu wenig Schaden für das Ganze. Aus dem nagelvollen Kriegerform verstärkt die Kraft des Nagelsträgers, sodass der Gegner beim Angriff weiter vorgeschleudert wird. Ja, aber tut es noch weiter wegschleudern oder machen wir dann auch mehr Schaden? Das wäre natürlich jetzt noch die Frage der Fragen. So, komm jetzt finden wir noch etwas. Was nehmen wir noch mit? Was könnte uns da noch gut unterstützen? So, robuster Panzer erhöht die Widerstandsfähigkeit der Träger, bleibt länger unverwundbar, nachdem er sich vom Schaden erholt. Erleichtert die Flucht aus gefährlichen Situationen, wäre natürlich auch ziemlich nice. Wir könnten das mal ausprobieren. Ausprobieren geht überstudieren, dann würde ich sagen, ab geht's in den nächsten Kampf. Let's go. Weil ich wollte jetzt anbekommen und wir werden dann auch anbekommen. Weil ich habe das Gefühl, es fehlt nicht mehr allzu viel. Das Traumschild nehme ich wirklich gerne mit. Weil ich das Gefühl habe, das tut noch recht guten defensiven Schaden auswirken. Weil eben, gegen den Schluss zu bin ich mehr um den Vorrennen als irgendetwas anderes. Und dann bin ich halt froh, wenn ich noch irgendetwas habe, wo ihm nochmal zusätzlich ein Bier... Hallo? Bin ich zu weit vorgegangen? Naja, können wir da nochmal schnell das Leben anfüllen. Es ist gerade gut, dass ich nicht mein zusätzliches Leben mitgenommen habe. Obwohl ich das Gefühl habe, als ich das ausprobiert habe, sind wir fast schon am besten dran gewesen. Aber der Weg ist ja auch nicht allzu weit. Also das Schlimmste ist die Ecke da. Genau, die Ecke. Das ist ja der schlimmste Teil von allem. So, genau, da sind wir da aber schon mal durch. Jetzt müssen wir schnell schauen, weil ich glaube, da oben haben wir... Genau, jetzt können wir da schnell unser Leben nochmal nachfüllen. Die Frage ist jetzt, wenn ich halt wieder versuche, mit vollem Dings reingehen, dann könnte ich von Anfang an... Ah! Stimmt, der macht ja noch so Stacheln. Ne? Komm, verschwind. Danke. Dass ich wenigstens vielleicht noch einen Schuss auf ihn abführen kann. Jetzt ist er zu weit weg. Aber wenigstens haben wir jetzt noch mal ein bisschen Seelen eingesammelt. Vielleicht verlieren wir ja auch noch ein bisschen Leben auf dem Weg.
Dann hat sich doch auch noch gelohnt. So, der Löli ist wieder unterwegs, um am anderen Löli eins auf den Deckel zu hauen. Hä? Bin ich jetzt wirklich voll in die Stachel rein? Ja, dann hat es sich wirklich gelohnt, die Seelen zu sammeln. Dann kann ich mein Leben nochmal gemütlich noch... Willst du mich jetzt verhökern? So. Mann, jetzt haben wir aber ein Leben weniger, um in den Kampf hineingehen. Scheiter sieht das aus. Aber wir probieren es. Let's go. Aber jetzt wollte ich schauen, dass das andere sich aufspart. Mann, jetzt habe ich schon 2 Leben weniger. Wie soll ich das anbekommen? Sag mir, wie ich das anbekommen soll. Mann. Hä? Einmal sehe ich die denn gar nicht mehr, die Saftsäcke so. Wenigstens ein... Also gut, komm, ey, mal schauen, wie das kommt. Das könnten wir mal... nein, es war ein dummer Fehler, versuchen mich zu heilen. Dann würde ich sagen, wir bleiben eher mal auf Abstand. Jawohl, und versuchen ihn lieber so zu killen. Nein, wieso fährt er mich rein? Komm, na! Das hätte jetzt müssen so kommen, dass der mich noch tippt. Oder? Nein! Wieso macht er jetzt seine Schockwelle? Mann! Ich fühle mich voll verarscht. Ich bin gegen alle zu schwach. Ich bin einfach gegen alle zu schwach. In der Garten der Königin, beim Willi. Die haben wir schon lange nicht mehr probiert. Wenn wir die probieren? Das wäre eine Möglichkeit. Wie viele ranzige Eier haben wir denn überhaupt noch? 9 ranzige Eier. Wisst ihr was? Wir versuchen uns jetzt... Ich weiss nämlich nicht, weil das Problem ist, ich hätte gerne mehr Leben. Ich fühle mich allgemein irgendwie einfach zu schwach gegen die alle. Jetzt habe ich schon wieder... Weiss nicht, wie viel Zeit verplemperlt mit dem Hurenlöli. Mann. So. Dann versuchen wir in dem Fall... Komm, wir gehen diesen Masken schnell eins auf den Keks hauen. Gegen die sollten wir das anbekommen. Dass wir wenigstens mal irgendetwas wieder anbekommen in dem Spiel. Weil irgendwie... läuft ja nichts, wie ich will. Ausser ich versuche es stundenlang und irgendwann habe ich mal einen Glücksversuch und schaffe es irgendwie. Aber das ist auch nicht der Sinn von der Sache. Ah, hallo, mal wieder. Wie ist es dir ergangen? Kommst du zu mir, weil du etwas bedauerst? Lass mich doch einmal in dich hineinblicken. Ja, ich sehe die Sorgen, die du zurückgelassen hast. Ein dunkler Fleck, versteckt in Finsternis unter uns. Ich kann deine Sorgen zu dir zurückholen, wenn du mir leckeres Essen gibst. Ein ranziges Ei geben, jawohl. Dieser Leckerbissen werde ich sehr genießen. Wie versprochen werde ich jetzt mit dem Ritual beginnen. Olema! So, und da kommt also unsere Seele zurück. Ui, was macht er? Der kann eine Fähigkeit einsetzen. Habe ich das irgendwie mal verpasst, dass der eine Fähigkeit einsetzen kann? Ja, aber wie man sieht, ich habe auch kein Geo mehr. Aber ich bin, wie gesagt, total verwirrt am Aufnehmen gewesen. Und habe gar nicht mehr geschnallt, was ich mache. Ich bin einmal sogar fast eingeschlafen. Ja, aber das lassen wir mal ein anderes Thema sein, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal probieren, diesen Masken eins auf den Deckel zu hauen. Ich sollte nämlich den Weg auch so plus minus gut anbekommen. Ohne Kompass, denke ich mir jetzt einmal so. Und dann versuchen wir mal die letzte Maske zu besiegen, weil irgendetwas wollte ich ja wieder mal erreichen und sonst versuchen wir halt das Spiel irgendwie langsam zu beenden. So. Genau, weil jetzt sind wir ganz da hinten, jetzt muss ich einmal alles durch und dann komplett aufwärts. Das Einzige, was ich natürlich machen kann, ist, ich nehme den Kompass bis dort mit, aber für was? Was sind meine Sockel? Da. Ausser ich nehme jetzt eben... Ja, den robusten Panzer können wir rausnehmen, der bringt eh nichts, komm. Dann nehmen wir schnell den robusten Panzer raus. Der hat mich jetzt nicht gedacht, als würde mir irgendetwas bringen. Dann würde ich lieber sagen, was nehme ich mit? Genau, komm, ich nehme schon meinen Kompass mit. Und sonst noch schnell Sporenpilz. Ich denke, die Kombination sollte ich noch gut anbekommen. So, irgendwie so. Ja, genau so. So. Traumschild nehme ich sicher mal mit, aber den Kompass brauche ich, dass ich... die explodieren nicht. Ich habe schon wieder gemeint, das sind so die explodierenden. So, jetzt muss ich schauen.
Hä, bin ich falsch? Ah, ich bin bei der falschen Station. Ich muss Station des Königs. Mann. Ich merke gerade richtig, wie lange ich das Spiel nicht mehr gespielt habe. So, dann gehen wir ab zu der Station des Königs. Sorry, Dude. Ich bin falsch gegangen. Ich müsste zur Station des Königs. Oh mein Gott. Fail vom Tag. Was ist jetzt los? So, jetzt aber. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Let's go, let's go. Ja, Würmer, dich selber. Oh, jetzt hast du mir sogar einen Schaden gemacht, Mann. Gut, der Geoschwarm hätte jetzt auch noch schon mitnehmen, sonst bis auf dem Weg. Nicht unten durch, glaubst du, oder? Ich glaube, das sollte einigermaßen gut kommen. Ich versuche mich mal da mal durchschiessen lassen. Oh Mann, 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 Mann. Aber wir haben ja eh vor, auf einem Bänkchen das Päuschen zu machen. Aber für das müssen wir jetzt mal da durch. Dass wir wenigstens einer Folge mal irgendwann mal irgendwie da anbekommen in dem ganzen Spiel. Weil ich glaube, ich komme gegen niemanden mehr klar. Willi haut mir immer eins auf den Keks. Der Typ da in der Garten der Königin haut mir eins auf den Keks. Zum Ahnenhügel müsste ich noch. Aber da bin ich auch gerade ein bisschen verwirrt und weiss nicht mehr genau, wo an ich müsste. Das muss ich nochmal schon nachgüchseln. Genau, da oben sitze ich. So. Dort müsste ja eigentlich auch noch an, aber ich weiss nicht mehr wo, genau, beim anderen Hügel. Dann würde ich sagen, wir versuchen die mal. Vielleicht komme ich ja da mal nochmal ein Maskenteil über, weil das wäre natürlich auch mal nützlich, wenn wir mal irgendwie einfach mal ein Leben mehr. Vielleicht liegt es an dem. Wir haben einfach vielleicht zu wenig Leben. So, dann ruhen wir uns doch noch gemütlich aus, bevor wir da in den Kampf streiten. Ich würde sagen, das machen wir nämlich jetzt auch gerade. So. Ah, warte, dann nehme ich aber den Kompass nicht mit. Genau. Bevor ich da völlig wie zu weit weg bin, den Kompass nehmen wir nicht mit. Die Frage ist ja, was nehmen wir mit für die? Ich würde nämlich sagen, anstatt den Kompass nehme ich lieber Larvenlied mit. Weil dann können wir das ja eigentlich gut kombinieren. Ich weiss gar nicht, ob ich die Möglichkeit habe, zu mich heilen. Aber das finden wir dann raus, sobald wir dann mal dort angekommen sind. Und sonst versuchen wir dann das nächste Mal nochmal ein Versuchchen. Ja, Würmer dich selber, was ist los hier mit euch? Ist das einfach ein Schlachtruf von diesen Soldaten, blöd gesagt? So, einmal rauf. Jetzt sehe ich halt nicht mehr, wo ich bin, aber ich glaube, den Weg sollte ich auch so noch finden. Ich glaube, da sollten wir schon richtig sein. Ich glaube, da sollten wir richtig sein. Sind wir richtig? Jawohl, wir sind richtig! Sind wir ready? Let's go! Der erste ist, glaube ich, der da oder der da. Ah, muss noch schon ganz durch. Oh. Ich gerade am Anfang schnell ein paar auf den Deckel geben. So. Nice, der erste ist down. Genau, jetzt kommen wir gerade 2 aufs Mal. Ah, 2 Leben weg. Ja. Nice, nochmal einer weg. Es läuft besser als erwartet da. Nice, nochmal einer weg. Ah, der ist dumm gewesen. Komm. Noch einer, noch einer. Nice! Oh mein Gott! Wir haben es geschafft! Was? Was? Ach du heilige Scheiße! Wir haben es geschafft, jetzt zu besiegen, oh mein Gott! Das hätte ich jetzt nicht erwartet, besonders als ich noch gesehen habe, so ein Leben. Okay. Okay. Wir haben es geschafft! Wir haben einfach irgendetwas erreicht mal im Spiel. Nice! So, da kommen wir auch gerade wieder einen Haufen noch Taler über. Jetzt ist das Ziel, sobald wir dann wieder genug Taler beieinander haben, dass wir zum Brunnen vorbeigehen und dort noch den Rest reinrühren. Will genau das zeigen kann denn? Siegel von Heilands Nest! Jawohl! So, gell, da rein haben wir nicht können. Nein, haben wir nicht können. Wir beziehen jetzt die Folge ein bisschen durch die Folge, die ich jetzt da geschafft habe. Können wir das jetzt auch irgendwie mal ein bisschen noch schnell angüchseln, was da so vor sich geht. Jetzt haben wir da wieder alles einen neuen Bereich. Kann man da mit dem Meister zumute!
Okay, die bringen mir gar nichts. Da kommen wir aufwärts. Was ist da auch nichts. Hey, einfach eine wunderhübsche, regnende Aussicht. Es könnte aber auch mal aufhören zu regnen. Da ein bisschen Sonnenschein, das würde euch einfach auch gut tun. Vielleicht sind die dann nicht so durchgehend wahnsinnig. Ich würde sagen, mal schauen, was uns da erwartet. Hä? Was war das gewesen? Kann man da durch? Nein, ich kann rauf. Kann ich da durch? Nicht. Und da? Weil es sieht schon so auffällig aus, als könnte man da... Jawohl! Jawohl, betrachten! Der ewige Schlaf ruht mich heran. Dies sind meine letzten Worte. Ob schon nicht länger auf dieser Stadt blicke, werde ich sie für immer schützen. Für König und Käfer auf das Heilandsnest nicht fällt. Verlass nun die wache Welt. Ah, das ist in dem Fall einfach ein Beitrag zu dem, was die Maske gemacht hat. Also, dass sie jetzt eben die Welt verlassen hat, zum Heilandsnest zu schützen und dafür in die Traumwelt hineingegangen ist. Ja, alles klar. Da haben wir ja schon mal etwas Neues erfahren. Also etwas Schönes eigentlich. Ich finde es ja cool, dass die alle versuchen, irgendwie ihres Heilandsnest zu beschützen. Und das erfahren wir ja immer wieder mal in neuen Texten, in neuen Sequenzen von dem Spiel. Aber ich würde sagen, ich bin froh, dass wir jetzt etwas Neues geschafft haben. Und darum machen wir uns jetzt mal auf den Weg ganz rauf. Was ist da los? Wupp, wupp. So, man sieht auch, ich bin so richtig am Hä, was ist da? Betrachten. Hast du das Heilandsnest von oben? Sind noch so ein paar Krähen durchgegangen? Betrachten wir mal. Kann ich das nicht bewegen oder irgendetwas? Nein, da fliegen einfach sehr viele Käfer durch. Ich glaube, das ist einfach das Heilandsnest von oben. So ein richtiges Wetter. Regenwetter. So. Und da. Oh, nice. Jetzt können wir mal wenigstens das Leben anfüllen. Stellt euch vor, da hätte mir jetzt mein letztes Leben genommen, wir wären wirklich noch gestorben. Ich glaube, das hätte mir nie mehr verzeihen können. Betrachten! Eine schlafende Gestalt liegt auf dem Steinsockel. Ja, dann ab in seine Traumwelt. Let's go. Ich muss sagen, die Welt finde ich allgemein mega schön gemacht. Ah, da müssen wir jetzt wieder draufschlagen, bis es nicht mehr geht. Nice! Komm, fahre mich ein! Ich such dich auf! Aiba! Und somit haben wir auch das letzte Siegel gebrochen. Somit haben wir jetzt endgültig das letzte Siegel gebrochen. Was dahinter wartet, das wollte ich ehrlich gesagt eigentlich nicht wissen. Aber wir müssen das, wie es aussieht, herausfinden. Okay, da bin ich wieder, verwache ich wieder. Die Leiche ist verschwunden. Schade, dass wir kein zusätzliches Maskenteil oder so etwas in dieser Art noch gefunden haben. Aber ich würde sagen, dann machen wir uns auf wieder Abwehr. Wir haben doch noch einen Erfolg erzielt. Nice Sache. Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet, dass wir denen so gut eins auf den Deckel hauen. Ich habe eigentlich erwartet, dass die schwieriger sind als alle anderen Gegner, mit denen ich jetzt die ganze Zeit am Kämpfen war. Aber wie es aussieht, ist das genau das Gegenteil gewesen. Daher, jetzt muss ich habe keinen Kompass und ich weiss nicht, wo ich bin. Also ist eigentlich nichts Neues, aber was ich jetzt noch schauen ist, da irgendwo noch einen Weg übersehen. Plötzlich hat es da noch irgendetwas und ich übersehe das wieder. Aber wie es aussieht, nicht wirklich. He? Da auch nicht. Da aufwärts auch nicht. Okay, alles klar. Ich glaube, soweit ist das alles gewesen und wir haben sie besiegt. Nice. Dann würde ich sagen, Abwehr. Und dann gehen wir unseren Erfolg preisen. Zuerst haben wir die ganze Zeit auf den Keks bekommen, vom anderen hier in den Garten der Königin. Und jetzt haben wir doch noch etwas Erfolgreiches geschafft. Einen sind wir, glaube ich, schon gewesen. Das heisst einfach abwärts. Und dann hauen wir noch schnell auf den Zipfel. Wir haben auch wieder volles Leben, seit wir aus dieser Traumwelt rausgekommen, ist mir gerade aufgefallen. So. Nein, da bin ich falsch. Da bin ich falsch. Oh, jetzt muss ich noch den richtigen Weg finden. Ah, komm jetzt.
Also, das ist eben das Mühsame an dem Schadenspurt, dass er halt wirklich ein Zeitchen braucht, bis er wieder aufladet. Ah, jetzt habe ich falschen Knopf gedrückt. Gehen wir weiter, komm. Dass ich immer wieder mal zu früh drücke, weil jetzt braucht er ein Zeitchen, bis er sich aufladet. Und dann kann ich ihn eigentlich auch erst drücken. Ich glaube, wir sind richtig. Nur das muss ich mich ein bisschen einfach mehr darauf achten. Aber wisst ihr was? Nach dem coolen Erfolg und nachdem wir es doch noch geschafft haben, etwas zu erzielen in dieser Folge und wir jetzt die 5 Ritter besiegt haben, die letzte Maske, ich glaube, jetzt könnten wir eigentlich bei dem oberen Pfeil schauen, beim oberen Pfeil da angehen und zum nächsten Monster. Das bedeutet, wir haben den Ahnenhügel, den wir noch machen müssen. Also ich habe etwas im Ahnenhügel, aber muss ich noch mal schon anschauen, was. Den Willi, den wir besiegen müssen. In die Garten der Königin, um nochmal den komischen Typ zu versuchen, der uns jetzt schon wieder 1000-mal auf den Latz gegeben hat. Aber was wir genau machen, das dürfen ihr mir doch liebend gerne in die Kommentare schreiben. Danke mal fürs Einschalten, ich hoffe, euch hat Spass gemacht. Lasst euch ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen, was auch immer. Abend, Mittag, Morgen, Mitternacht, Frühstück, was auch immer. Danke mal fürs Einschalten und ciao.